Das Mikrolabel aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Das sind Stöcklis aus Muri, Kanton Aargau. Bei ihnen zieht schon bald eine Flüchtlingsfamilie ein. Es gibt noch viel zu tun, bis alles parat ist. Ja, jetzt können wir sehen. Jetzt geht es wirklich nicht mehr lang. Ich bin schon ein bisschen nervös. In Seoul, der Hauptstadt von Südkorea, ist die Familie Jürgensen daheim. 3 Jahre haben sie hier gelebt. Jetzt ziehen sie zurück in die Schweiz und müssen Freunde und Familie zurücklassen. Wir vermissen schon. Das ist die Familie Götz aus Mettmerstetten, Kanton Zürich. Die Zwillinge sind auf der Welt und langsam zeigt sich, wie der Alltag mit 4 Kleinkindern so aussehen könnte. Was ist los? Es langt im Fall langsam. Einfach genug jetzt, gell? Es ist wirklich jetzt fertig. 3 Familien, 3 Welten. Das ist SRF bei den Leuten Familiensache. Gestern Abend sind im Spital Zaffolter am Albis Zwillinge von der Familie Götz auf die Welt gekommen. Dalin und der Jannik. Und wenn sie so liegt, hast du wirklich gesagt, die Lea. So. Ja. Die erste Besucherin ist auch schon da. Die Brigitte, die Mami von der Sarah. Die erste Nacht war super. Wir haben eigentlich alle gut geschlafen. Nicht lange, aber realisieren tun es noch nicht richtig. Ja, also jetzt klar, eben, sie sind da, sind 2, aber so voll angekommen ist es irgendwie noch nicht. Und so bei der Geburt, irgendwie, bin ich recht emotional gewesen. Das hatte ich jetzt auch noch nie so gehabt. Aber nachher, als sie dann da sind, ist es wie, also es ist auch jetzt, es ist irgendwie wie noch nicht so richtig angekommen. Ist gut. Wir sind immer am Jammern. Ja. Ist halt ein Bub. Ja. Sieht man jetzt schon. Ist halt einfach Buben, gell? Wie echt die beiden Geschwister auf die Zwillinge reagieren? Ich bin gespannt, ja. Also ich denke, der Lionel realisiert das ja schon eher. Der Lea jetzt ist vielleicht noch ein bisschen weniger. So alt sind die wirklich da und die sind vorher im Bauch von Mami. Und ja, aber ja, schauen wir mal. Da sind die beiden schon. Zusammen mit dem frisch gebackenen Vierfachvater Yves. Und was ist da? Wo gehen die gerade? Spital. Zu wem? Zu Mama. Der Lionel kommt es, denke ich, schon voll mit über. Und für sie ist es sicher auch schön, wieder mal die Mami zu sehen und die beiden neuen Rennen. Genau. Ja. Und ja, ich denke, das wird sicher interessant. Also, mal schauen, ja. Sie wollen sicher gerade heben. Gehen wir? Ja, soll ich die Blumen mit runternehmen? Ja. Können wir es im Spital oder machen? Der Lionel ist 5 und geht in den Kindergarten. Der Lea ist 2,5. Die beiden haben sich fest auf die Zwillinge gefreut. Ja, mal schauen. Jetzt ist klopfen und können dann... Geht's? Voll mein. Wow. Danke. Ui. Hallo. Oh, schön. Cool, regnet es draußen? Ja. Fest? Schon? Hoi. Hoi. Sag mal Hoi sagen. Wie geht's? Gut. Hä? Hoi? Kommst du jetzt zu mir? Die Begrüßung ist noch ein bisschen verhalten, aber gespannt sind sie trotzdem. Der Lionel vor allem auf das Brüderli und die Lea auf das neue Schwesterli. Da? Der hat sie schon gestern gehört. Da ist Dalin. Fein. Ja, jetzt sind sie da, hä? Brüderli und Schwesterli nochmal. Haben Sie euch darauf gefreut? Ja. Sie sind so klein, gell? Hä? Bist du heute in der Spielgruppe, Lea? Ich bin jetzt der Größte von allen. Von da, Jetzt von aufs den Mal. Kindern? Da. Ja. Genau. Der Du Älteste. passst. Hätte ich gerne. Aus der klassischen Zwei-Kind-Familie ist auf einen Schlag eine Grossfamilie geworden. Am Anfang hat man sich nicht vorstellen mit 4 Kindern. Ich sage jetzt schon fast nichts anderes mehr. Es wird sicher anstrengend, aber Nicht nur. auch schön. Du gehst Täubli auf. Schau, der kennt euch auch. Er hat euch jetzt immer gehört, was noch im Bauch war. Ich habe immer gehört, rumstreiten, Dalin auch. rumschreien. Gell? Ja.
Ich bleibe so lange, wie ich kann, bleibe ich da im Spital. Ja, ausser sie rühren mich irgendwann raus. Aber nein, ich will es jetzt schon auch noch geniessen, weil jetzt weiss ich, jetzt habe ich die Ruhe und kann tun und machen, wie ich möchte. Ja, und auch in der Nacht oder, kann man es mal abgeben. Und ja, mir wird versorgt einfach und das tut schon auch gut. Ja. So ist es schon zum Spielen mit ihm dann, ja, oder mit ihm. Ja, ist gut. Ja. Was bist du? Nein, der will noch nicht spielen. Ist noch müde. Aber weißt du, Lionel, geniess es. Irgendwann wollen sie dann mit deinen Sachen spielen. Das Mädchen will meine Sachen spielen. Wie heisst denn das Mädchen? Mädchen. Wie heisst sie? Oi. Oli, genau. Das hat sie geredet. Noch ist es harmonisch. Ob das auch so bleibt, wenn sie heimkommen? Am anderen Ende der Welt, Seoul in Südkorea. Das war das Zuhause der Familie Jürgensen. 3 Jahre haben sie hier gewohnt. Jetzt packen Dong-hee und Christian für ihre Rückkehr in die Schweiz. Ist das okay für dich, das hier? Oh nein, jetzt fängt an an. Michel, kannst du bei der Lin schauen? Das Puzzle, nimmst du es nicht auseinander zum Transportieren? Aber das ist nicht meins. Das gehört Großmami, glaube ich. Ja, da können wir dem Großmami dann geben. Was wirklich mitkommt und was nicht, das ist das grosse Thema. Unsere Michelle behaltet alles, was sie irgendwann einmal bekommen hat oder selber gebastelt hat. Das stapelt sich auf, es liegt irgendwo umeinander. Und dann muss man irgendeinen Moment verwischen und mit ihr einmal zusammensitzen und sagen, Michelle, schau jetzt das einmal an. Ist da noch etwas, das wir wirklich behalten wollen? Oder tun wir den Platz lieber brauchen für etwas, wo wir mehr Verwendung haben? Da finde ich auch ein bisschen noch schade, weil das könnte ich dann irgendwann noch brauchen. Was machen wir mit dem? Rühren wir es gerade in den Kübel? Oder? Ja. Gell? Das brauchen wir sicher nicht mehr. He? Gut. Papi, da sind noch ein paar Sachen für Basteln. Aber jetzt hast du die schon so lange. Ich weiss noch, wo wir die einmal sortiert haben. Du hast das nie gebraucht. Eierkarten. Weißt du? Es ist einfach ein bisschen verrückt, wenn wir die in die Schweiz transportieren, weil in der Schweiz gibt es das auch. Ich gehe jetzt mal mit den Münzen führen und dann tun wir das Puzzle zu den anderen Puzzle. Ist das in der Ordnung? Ja. Das nehmen wir sicher mit. Christian hat in Korea für die Schweizer Armee gearbeitet. Jetzt ist sein befristeter Einsatz vorbei. Das gehört zu seinem Job. Die Familie ist schon x-mal gezügelt. Ja, ja. Du hast schon gepackt, hast du schon alles dabei im Rucksack? Du hast es ja am ringsten von allen. Du musst dich um das nicht alles kümmern. Jawohl, sehr gut. Das ist nämlich genau dein Koffer. Super. Die haben wir schon gepackt. Delfine sind schon gepackt. Es ist so, dass ich mit einem weinenden Auge, aber auch mit einem lachenden Auge zügle natürlich. Ein Teil von mir wird hier in Korea bleiben. Ich habe 3 Jahre hier gelebt. Wir haben viele Erlebnisse. Es ist ein bisschen Wehmut dabei, das stimmt. Michelle, kommst du vorwärts? Ja. Du, und die Stofftierchen hier drin, sind die wirklich alle zum Mitnehmen? Hast du kein einziges, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt nicht mehr gut? Ganze Kiste Stofftierchen. Würdest denn du auch etwa eins einmal noch der Lin schenken? Dann? Ja, ich würde. Aber nicht jetzt. Jetzt müssen wir nicht auspacken. Das ist jetzt gerade nicht gut. Jetzt kann man machen gerade wieder zu. Ja, aber gut, die sind wenigstens schon mal in der Kiste. Ich glaube, ich brauche noch mal einen neuen Sack. Einen neuen Sack, ja. Du weißt ja, wo sie sind. Du kannst einen neuen holen. Ja, sie hat mit Tränen ein bisschen Mühe. Sie behaltet gerne alles. Ich glaube, sie hat es vom Vater, weil ich hatte das auch immer gehabt. Sachen wegschmeißen ist halt einfach etwas Endgültiges. Man hat es dann nicht mehr. Endgültig ist auch der Abschied von Freunden und Familie hier in Korea. Muri im Kanton Aargau bei der Familie Stöckli. Alle sind fleissig.
Ihr Projekt Flüchtling bei sich daheim aufzunehmen, nimmt jetzt konkrete Formen an. Wir machen Mailänderli für morgen. Morgen kommen die Flüchtlinge, wir werden sie kennenlernen. Und ja, dann haben wir gedacht, es gibt sicher einen Kaffee und wir machen Gutzli. Und während die Eltern arbeiten, hat der jährige Elliot heimlich etwas dazugelernt. Das ist unser letztes Kind und jetzt einfach das letzte Kind, das jetzt gelernt hat laufen. Und es sind halt immer besondere Momente, die schön sind und ein bisschen wehmütig auch. Weil es nicht heiß ist. Die Kinder essen meistens nur mit der Mami zur Nacht. Der Cornel, der Papi, arbeitet häufig länger. Ich weiss nicht, wer strenger ist bei uns, Cornel oder ich. Da müssen wir Kim fragen. Ja, du. Die Mami ist strenger als der Papi? Mhm. Sicher? Und wer findest du strenger? Als Mami. Ich habe mir Sachen, die mir wichtig sind. Oder ich bin sicher halt ein pünktlicherer Mensch und erwarte es auch von meinen Kindern, dass sie pünktlich parat sind. Und der Cornel ist hier ein bisschen toleranter und ein bisschen lockerer, kann man vorstellen. Ja. Hallo. Hallo. Papa. Hä? Ja, ich bin. Hä? Nein. Der Cornel ist Rheumatologe und hat eine eigene Praxis. Da kommt halt manchmal etwas dazwischen und es wird später. Sorry. Mit dem Heimkommen ist es manchmal ein bisschen knapp. Es ist nicht immer lang, aber ich probiere es schon einzurichten. Aber manchmal Leute jetzt Sport an, wenn es nicht klappt. Das gibt manchmal ein bisschen böses Blut hier intern. Nein, ich probiere es schon. Wenn es wichtig ist, probiere ich, um auf die Zeit zu. Mama, was bist du mal anlegen, Ja. Bei Stöcklis ist es wie überall. Knöpfe ins Bett tun fordern die Eltern so ziemlich raus. Manchmal muss man einfach konsequent sein. Wer strenger ist zwischen uns und ich, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber da hat jeder seinen eigenen Weg. Und da gilt in den Mami-Regeln und Papi-Regeln. Die Kinder dürfen bei mir vielleicht ein bisschen mehr allein. Es passiert dann vielleicht auch halt mal etwas. Gell? Ja, wahrscheinlich ist sie ein bisschen strenger. Die Kinder sind aufgezogen. Morgen lernen sie die Flüchtlinge kennen, die bei ihnen einziehen. Wir haben immer wieder darüber geredet. Sie haben auch sonst halt einfach mitbekommen, wenn wir untereinander darüber geredet haben. Wir haben dann auch mal in der Zeitung die Flüchtlinge angeschaut zusammen, damit sie auch sehen, das sind einfach Menschen. Ja, und ich weiss jetzt auch nicht genau, was angekommen ist und wie sie sich das genau vorstellen. Das ist auch für mich spannend, wenn sie darüber reden, um zu hören, wie sie es sehen. Elliot, kommst du auch singen? Die Idee ist, dass Stöcklis oben wohnen und die Flüchtlinge im unteren Stock. Seit gestern wissen Daniela und der Cornelo, wer überhaupt kommt und können jetzt fertig einrichten. Wir haben gehört, ja, es kommt eine junge Zürcher Familie, die ein kleines Baby hat. Darum haben wir gedacht, wir stellen dieses Babybettchen runter. Wir brauchen jetzt nicht, Elliot schläft bei uns. Mehr wissen sie noch nicht über ihre neuen Mitbewohner. Morgen gibt es ein erstes Treffen. Und bei dem können beide Seiten noch Nein sagen. Wir hätten theoretisch ein Vetorecht, aber wir würden natürlich nie in einer Familie sagen, sie dürfen nicht kommen. Weil ich stelle mir das, wenn man so eine Geschichte hinter sich hat und die Flucht, und dann hat man die Chance, so eine Wohnung und an so einem ruhigen Ort ein bisschen zur Ruhe zu kommen und ein bisschen Frieden zu finden und dann dieser Familie zu sagen, oh nein, ihr seid uns nicht sympathisch, euer Gesicht passt uns nicht, das würde ich mir nie sagen. Also, darum können wir jetzt schon sagen, egal wer morgen kommt, sie dürfen hier einziehen. Die Möbel für die Flüchtlinge haben Stöcklis geschenkt bekommen.
Das Zusammenleben soll für beide Seiten eine Bereicherung sein. Ich hoffe mir ein bisschen Austausch. Ich erhoffe mir auch, dass ich ihre Kultur kennenlernen, dass sie mir ein bisschen von ihrem Land, von ihrem Leben erzählen können. Von ihrer Religion einfach, dass ich mit jemandem zusammenleben darf, der eine andere Geschichte hat, eine andere Welt mir auch ein bisschen zeigt. Vielleicht auch anders essen, mir mal in die Kosten dienen. Das ist natürlich auch eine Hoffnung. Ja. Affolter am Albis im Spital. Eine Woche lang war Sarah Götz mit ihren neugeborenen Zwillingen da. Die Woche hat mir sehr gut getan und eben so ein bisschen auch erholt bin ich total. Es war schön, mal nicht kochen und wir haben immer das Essen bekommen und sie sind wirklich auch herzig auf der Abteilung. Aber jetzt merke ich so ein bisschen, ja, ich freue mich einfach auf die Hause und eben einfach das Komplette so mit dem Lionel und der Lea und der Ivo einfach gefehlt hat, das merke ich schon auch. So das fremde Schlafen einfach war komisch. Mhm. Die Hormone sind nach der Geburt immer noch ein bisschen durcheinander. Ich hatte es ein bisschen da mit dem Babyblues schon so ein bisschen da gehabt. So der 2., 3. Tag plötzlich. Wir hatten mal eine strengere Nacht gehabt und dann habe ich so gefunden, oh Jesus Gott, also was kommt jetzt da auf uns zu? Das wird mega heftig und streng. Und dann so ein bisschen gemerkt, oh, es fehlt einfach jetzt jemand da nebendran, der so ein bisschen rum ist und einem ein bisschen auffängt. So jemand hat Sarah per Zufall im Spital kennengelernt. Gerade im Zimmer nebenan ist die Yvonne Anders, die auch Zwillinge erwartet. Ist gut? Störe ich nicht? Nein. Die Yvonne hat Komplikationen mit der Schwangerschaft und muss liegen. Oh, ich bin neidisch, dass ihr heim. Ja. Ja, hey, mach's gut, gell? Ja, du auch. Alles gut. Dir auch, gell? Ja, ich noch ein bisschen durch. Ja, machen wir, gell? Ja, danke, gell? Tschüss, mach's gut. Tschüss miteinander. Tschüss. Aber du hast dafür schon 2 Heim. Ja. Ich habe die Zeit zum Liegen. Ja, das stimmt. Aber ja, es trifft einem schon. So, wenn du weisst, sie hat jetzt auch 2 kleine Babys im Bauch und sie liegt seit 5 Wochen da. Ja. Aber es ist schön, wenn man so Besuch bekommt. Ja, und einfach eben, man hofft halt eben auch für sie, dass das jetzt alles gut kommt und dass vielleicht noch eine Woche, 2 länger im Bauch bleiben, dass sie dann wirklich auch einen guten Start haben. Ja, ist ja nicht selbstverständlich. Eben, wir haben es jetzt super mit ihnen, aber ja, wir weiss es wie nicht, oder? Ja. Dann eben bin ich sie so ein bisschen aufmuntern und gefunden, sie soll einfach durchheben, so lange wie es geht. Und das ist mir wirklich die letzte Woche sehr versüßt. Ja, also mach es gut. Ja, ihr auch. Ja, tschüss. Also, tschüss. Wir hören sich, gell? Ja. Ciao, ciao. Hallo, miteinander. Es geht Schlag auf Schlag. Das Abholkomitee von der Hei ist auch schon da. Du auch? Komm ich auch noch einen Kuss über? Hoi. Hoi. Freundli. Hoi. Ah ja, du bist auch. Hoi. Hoi, geht's gut? Ja, ganz schnell ein bisschen emotional gewesen. Okay. Ja, wenn wir nachher umziehen. Schau da, für dich ein Buch. Das selber gemacht. Wir müssen es nachher ganz schnell anschauen, ist gut? Oh, vielleicht muss ich. Der Yves hat es streng daheim. Und da kann es halt passieren, dass die Anlegung nicht ganz den weiblichen Vorstellungen entspricht. Ja, das sind echt die falschen, das ist nicht so schlimm. Ich kann nicht, du hast gesagt, die mit den Sternen. Ja, es hat noch andere mit Sternen, mit grün und orange. Ja, hast du eigentlich gezeigt für das? Handblau und so. Ja, ist ja gut. Aber so falsch ist das ja nicht. Ja, aber... Ja. Ja, und jetzt? Hast du mal etwas... Nein, du hast noch 2 Babsi-Quasi zum Tragen. Du wärst eben lieber schnell ab ins Auto. Ja, willst du nicht rasch ins Wenn Auto? du das kannst nicht. Also laufen. Laufen nicht hin. Gut. So, So. jetzt geht's nach Hause.
Ja, eben, schau, jetzt müssen wir gleich zweimal laufen, Schatz, es gibt da noch Köfer. Gehst du schnell runter mit der Ja. Musik? Die Babys sind dabei. Ja, genau. Danke nochmal viel mal für alles. Sehr viele Sitzen. Danke, Lea. Kommt alle heim. Achtung, Lea nicht. Du trägst auch etwas. Genau. Machen Sie es gut, merci. Seoul in Korea. Auf der amerikanischen Militärbasis Garrison haben Jürgensens die letzten 3 Jahre verbracht. Jetzt ist Christian sein Militäreinsatz vorbei. Zeit, zurück in die Schweiz zu zügeln. Sea Cargo, everything is Sea Cargo. Ja, ja. Der Christian Jürgensen zeigt der Chefin von der Zügelfirma, was mit muss. Es ist jetzt der Moment, der ein bisschen ungut ist. Man sieht die Sachen, die man jetzt hier packt, lang nicht mehr. Es gibt Sachen, die ich wahrscheinlich vermissen werde zwischendrin. Aber ich hoffe das Beste und ich bin auch überzeugt, dass es gut kommt und dass wir so auf die Weihnachten dann unsere Sachen wieder haben. Jürgensens hat den kompletten Zügelservice gebucht. Die Ware wird eingepackt, verstaut und parat gemacht, um auf Europa zu verschiffen. Zügelte geht ratzfatz. Nach einem halben Tag ist das Haus leer und der Lastwagen geladen. Perfect. So now that's all here on the truck. Oh. My household, huh? Yes, this much. Ja, der Haushalt in Kisten rein ist ein bisschen speziell zum Anschauen. Wie froh ist er jetzt in der Kiste? Es ist nach Plan alles. Sie sind frühzeitig fertig geworden, sie haben effizient geschafft und da bin ich sehr froh. Fertig ist aber noch lange nicht. In einer Stunde ist Hausabgabe. Auf einer Schweizer Oberst im Militär ist Ordnung und Sauberkeit das höchste Gut. Wir hatten die Auflage genug, dass wir den Kühlschrank und den Backofen sauber abgeben und ein bisschen den Staub abreiben von den Möbeln und besser rein den Boden aufnehmen. Besser rein. Für einen Christian ist das aber klar zu wenig. Ich finde, meinen eigenen Dreck würde ich gerne gründlicher wegputzen. Da bin ich dem Nachfolger schuldig. Ich habe auch gerne eine saubere Wohnung, wenn ich sie übernehme. Ich kann aber das jetzt nicht ändern. Ich probiere jetzt noch das Beste daraus zu machen mit der Zeit, die ich habe. Der Hausverwalter ist schon im Anmarsch und der Christian noch lange nicht fertig. Annyeonghaseyo. 10 more minutes and I would be perfectly done. Ich dachte, oh, wieso kommt jetzt der schon? Hätte jetzt den können ein bisschen später kommen, weil abgemacht haben wir ein bisschen später. Aber dann habe ich gesagt, jetzt ist es so, ich kann es nicht ändern. Ich lasse den rein und sage ihm, schau, ich bin auch nicht fertig. Ja. Der Herr ist 10 Minuten zu früh gekommen. Ich hatte die halbe Wohnung noch nicht gesaugt. Und ich habe dann gestaunt, dass er mir dann geholfen hat, der Hausverwalter, den Rest noch fertig zu saugen. Can I help you? Ich glaube, es ist schon eine Mentalitätsfrage, dass wir Schweizer sehr genau sind in allem, was wir machen. Aber das ist eben auch aufs Putzen und auf eine Wohnungsabgabe umzumünzen. Bei uns muss alles tipptopp, piekfein sein. There are 2 house keys. Nicht einmal eine halbe Stunde hat sie gedauert, die Hausübergabe. Und der Christian ist seiner Heimat jetzt einen grossen Schritt näher gekommen. That vacuum cleaner I need, that is my successor. Wenn wir jetzt zurückkommen, dann ist es das Schönste, dass ich jetzt meine Familienmitglieder wieder sehe. Mutter und mein Bruder, wo man eben auch wieder mehr Zeit verbringen kann, miteinander etwas abmachen und nicht schnell im Stress hinein. Die Muri im Aargau bei Stöcklis. Die Vorfreude auf die erste Begegnung mit der Flüchtlingsfamilie zieht sich durch das ganze Haus. Die Jael ist noch eine Überraschung am Vorbereiten.
Ich bin für die Flüchtlinge am Malen, dass sie ein schönes Büchlein bekommen. Eine Flüchtlingsgeschichte. Die Flüchtlinge heißen Tom und Nina, und Lea. Sie haben es geschafft. Sie fragen, ob sie hier wohnen können. Ende der Geschichte. Auch Luana und Daniela sind in den letzten Vorbereitungen für das lang ersehnte Treffen. Jetzt kommen wir jetzt geht es wirklich nicht mehr lang. Ich bin schon ein bisschen nervös. Ich bin gespannt, wie es aussieht und wie denn das heute Nachmittag wird. Jetzt läutet es. Sag mir Hallo. Grüezi miteinander. Grüezi Frau Stöckli, ich bin Frau Stäuble. Grüezi Frau Kantonaler Stäuble. Sozialdienst. Ich bringe die Familie von Enneturgi. Ah, hallo. Hoi. Hallo, Daniela. Mustafa. Mustafa. Zurin. Und das Baby? Ali. Ali. Yes. Das ist Elliot, Yes. Jael und Luana. Willst du Hi sagen? Hallo. Genau. Stöckli, Gornel. Sorin, Gornel. Mustafa, Gornel. Sie waren ein bisschen zu früh, früher als wir erwartet haben. Und jetzt bin ich irgendwie wie gerade ein bisschen irritiert, weil ich wie noch nicht richtig parat war. Aber es spielt eigentlich keine Rolle. Wir freuen uns, sind da. Just girls around and the little boy. Das Einzige, was Stöcklis wissen, durch Mustafa und Zorin sind eine kurdische Familie aus Syrien mit einem kleinen Sohn. Alles andere müssen sie probieren herauszufinden und erzählen auch von sich. Some bags. Yes. We are both, my wife Daniela and me, we are grew up here in this area. Oh, jetzt hat es geläutet. Grüezi, Frau Stöckli. Nicht mehr. Ich bin Frau Wallisch. Dann Stöckli. Grüezi. Die anderen sind alle schon da. Sehr gut, Ja, also genau. kommen wir rauf. Ich lasse voraus. Die Vertretung der Flüchtlingshilfe und die Dolmetscherin sind gekommen. Jetzt fängt der offizielle Teil dieser ersten Begegnung an. Das Ziel des heutigen Treffens ist, damit sich die beiden Familien kennenlernen und dass sie wie am Schluss entscheiden können, wollen wir es wagen und im selben Haus wohnen oder nicht? Brauchen wir etwas mehr Zeit, Bedenkzeit oder nicht? Damit wir einfach am Ende des Gesprächs schauen können, wie gehen wir jetzt weiter. Die Dolmetscherin übersetzt alles ins Kurdische. Jetzt geht es weiter mit der Wohnungsbesichtigung. Für die Flüchtlinge ist es ein Glück, wenn sie bei einer Familie wohnen können. Die Erfahrung so ein bisschen aus den anderen Kantonen zeigt auch, dass es ist für sie immer eine Chance ist. Also, weil sie wissen, sie haben jetzt nicht nur eine Wohnung für sich und sind nicht mehr einfach in einer Grossunterkunft, sondern sie haben zusätzlich auch noch Gastgeber, die bereit sind und wollen sich investieren und sie wie begleiten. Und das ist so ein bisschen, das hebt einem so ein bisschen aus dieser Masse von neuen Ankommenden raus. Okay. Haben Sie auf Ihrer Seite schon etwas Vorstellungen, wie sich etwa der Alltag mit den neuen Hausbewohnern abspielen könnte, damit Sie eine Idee bekommen, wie das etwa aussehen könnte? Unsere Vorstellung ist nicht, dass sie wirklich nur unten und wir nur oben und man sieht sich quasi fast nie, sondern dass man vielleicht auch mal zusammen isst, haben wir uns vorgestellt.
oder? Damit das einfach ein wenig Kontakt würde uns freuen. Die Vorstellungen von beiden Seiten werden vom Deutschen ins Kurdische und wieder zurück übersetzt. Sagt auch, beide sagen also, wir sind sehr dankbar, weil gibt es jemand hier, will helfen, die andere Leute, die keine Häuser haben. Und sie sagt, ich habe ein Gefühl, dass wir leben einfach gut zusammen. Schön. Ja. Können Sie sich vorstellen, hier einzuziehen? Ja, مثلا مستعدنا ونوان يعني ونجهزنا. Oder brauchen Sie Bedenkzeit? Oder متخذين وقت كده مع تفكير وبفكرن ل. ولا ويش؟ Nein, das ist okay. Ja. Schon klar? Ja, schon klar. Jetzt geht es einfach darum, anzukommen, eben wirklich anzukommen und einen Ort zu haben, wo man sein darf und so eine Perspektive auftun. Jael hat noch ein Buch geschrieben. Ich gebe dir was. Danke, das ist sehr lieb. Jetzt ist die grosse Anspannung draussen. Der Wunsch der Familie Stöckli, Flüchtlinge bei sich aufzunehmen, ist Realität geworden. Sie ziehen in den nächsten Tagen bei ihnen ein. Bis bald, ja. Ciao, Baby. Danke. Tschüss. See you. Goodbye. Das war der grosse Tag hier. Sie sind extrem herzig. Ja. Ich bin beeindruckt, dass sie. Es war auch emotional, auch wenn das über die Dolmetscher nicht ganz so wiedergebracht worden ist. Aber sie hier an die Familie denken, die in Syrien und die ganze Fluchtsituation. Ja, hast gemerkt, dass das ist immer noch da in denen. Spitalaustritt bei der Familie Götz. Magst du es tragen, Lea? Komm, es ist mega speziell. Ich freue mich einfach zum Heimkommen. Jetzt wieder die eigenen 4 Wände und eben die grossen beiden. Ja, ich glaube, ihnen tut es auch gut, kommt die Mami wieder heim. Ja. Und ich glaube auch in dir, also Mif. Ich glaube, er freut sich schon auch. Und so ein bisschen auch mit den Kleinen. Er hat jetzt noch nicht so viel gemacht, oder ja? Ja, muss dann auch noch anzeigen. Ja. Zuerst mal heim ins Nachbardorf. Zurück in den Alltag. Jetzt einfach mit 4 Kindern. Und die haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Nein, ich komme heute Gang nicht zum Grossi. Eben, wir haben noch Zeug im Kofferraum, Schatz. So. Was ist los? Es langt im Fall langsam. Einfach genug jetzt, gell? Es ist wirklich jetzt fertig. Nimmst du die Janik dann raus? Jetzt heisst es 4 Kinder in die Wohnung bringen. Und vor lauter Bagage herumfugen läuft Sarah noch fast an der Überraschung vorbei. Ah, ist schön, das ist cool. Schön geworden, wirklich. Und Namen sind gar nicht so zu klein. Das ist schön. Beide Grosseltern sind gekommen, zu Ehren der neuen Grossfamilie. Aber wirklich feierlich ist das Ganze nicht. Es ist eher ein Stress. Nein, wir tun sie jetzt in die Stube. Und jetzt, ich sage das, ich packe dich und jetzt. Es ist jetzt genug. Im Fall. Nein, ja. Nein, es langt langsam. Ja, wenn sie immer blöd tut und nicht anständig sein kann. Es ist einfach mühsam, wenn sie so blöd tun. Ja, und wir kennen es ja. Und sie ist im Moment schon recht am mega rumtrötzeln. Extrem. Der Jannik und Aline bekommen von all diesem Gestürm nichts mit. Sowieso könnte es jetzt in festlichen Teil übergehen. Hier keine Decke.
Also die haben ja völlig hier innen Platz. Noch lange. Alles gut. Viel Kraft. Danke. Den ganzen Rücken drauf. Wir haben den Polder noch gleich. Ja. Schmeckt gut, gell? Ich habe mich darauf gefreut. Einfach wieder die eigenen 4 Wände. Und, ja. Und dann eben, wenn man dann noch so empfangen wird, ist schon noch speziell. Ja. Ist schön. Ja, gerne. Ist Hunger. Mitten im Trubel seilt sich der Yves elegant ab. Ich denke, eigentlich hätte ich besser am Nachmittag jetzt noch frei genommen. Es ist jetzt halt schon viel los und es ist so speziell. Jetzt kaum sind es Tage wieder gehen. Aber jetzt ist es so. Jetzt gehe ich schnell arbeiten am Nachmittag noch und dann nachher, am Abend bin ich ja dann wieder da. Nur gerade 2 Tage Vaterschaftsurlaub hat er. Einen halben hat er heute Morgen schon aufgebraucht. Ich bin jetzt schon ganz schnell ein bisschen platt und müde. Es war jetzt einfach viel halt, gell? Kommst heim und eben die Kinder wollen alles zeigen und ja, du weisst, ja, jetzt musst du noch das Zeug ein bisschen halt, ja, gleich versorgen und so. Ja, es war halt jetzt irgendwie gleich auch doof gewesen, jetzt auch für den Yves halt schon auch so, jetzt hat er ja den Nachmittag genommen, ist irgendwie blöd. Wenn er jetzt da wäre, wäre es auch gerade um einiges ein bisschen einfacher, aber du, ja, das packen wir schon, meine Mami ist ja da. Jetzt mache ich nicht noch einen Kaffee. Zurück auf Korea. In Incheon, einer Nachbarstadt von Seoul, lebt die Familie von der Dong-hee Jørgensen. Jetzt heisst es Abschied nehmen. 오빠는 이거 마셔? 30초 1분 이렇게 맛보기 시청 있죠. 잠깐 나왔는데 진짜 개들만 나오는 거야. 근데 그것도 요새 수입해. Aber zuerst gibt es ein Geschenk für die gehen. 저기, 근데 다 와야 되는 거 아니야? Das ist ein Geschenk für dich, meine Schwester. 네, 고맙습니다. She made this. Es ist mehr als ein Geschenk. Es ist eine Art Glücksbringer mit chinesischen Schriftzeichen. Aber der Christian hat schon mit dem Koreanischen seine Liebe Mühe. 예쁘다. Ja, ich fühle mich manchmal schon ein bisschen der eigentlich jetzt soll. Ich bin hier in Korea und es ist an mir, die Sprache zu lernen, zu integrieren. Verlangt man ja immer von dem, der kommt. Aber da habe ich es jetzt halt nicht ganz so weit gebracht, dass ich jetzt flüssend teilnehmen kann. Aber ja, ich werde wegen dem gleich wahrgenommen. Man hat mich gern, ich spüre das auch. Und jetzt muss ich halt mit dem umgehen. Die Mami von der Dong-hee vermisst ihre Tochter jetzt schon. Ja, sie sagte, im Moment, sie ist okay, aber sie ist nicht okay. Wi안이 되고. Ja, ich denke, ich kann auch meine Mutter nicht viel sehen. 태연이가 스카이프 깔 건데. 재밌게. Jørgensens haben schon an vielen Orten gewohnt. Verabschiedungen gehören zu ihrem Leben. Aber für Christian ist es jetzt am wichtigsten, den Zeitplan in den Griff zu bekommen. Was mich am meisten stresst, sind, wenn es zeitlich etwas nicht aufgeht. Ich bin erzogen worden, pünktlich zu sein. Und wenn dann da etwas anders läuft, dann bin ich also schon nicht ganz so gelassen, wie ich sonst einmal bin. Okay, Michel, ich tue das Auto hier fahren. Es ist soweit. Dong-hee zieht mit ihrem Mann weg und verlässt ihre Familie zu Korea für ein neues Leben in der Schweiz. I take care. 너무 고마워. 표현은 잘 안 했지만. Please, promise. 그래도 내가 제일 소프트하구만. 그치? Wir vermissen schon. 괜찮아? 엄마가 몰라서 그래.
거고 엄마도 스위스 올 거야. 알았지? 언니랑 같이. 응? Michel. 17년 1월 1일. Ja, es geht einem dann gleich schon ein bisschen näher. Ja. Vor allem, man weiß wirklich nie, wenn wir uns das nächste Mal sehen, in welcher Form, wie wir zu Weg sind alle. Das weiss man nie. Aber ja, der Moment ist jetzt da. Wir können nicht ausweichen. Wir müssen dem einfach in die Augen schauen. 바이바이. 안녕. 안녕. 괜찮아. 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 이모 볼 거야. 이모 또 볼 거야. 이모 또 볼 거야. Ich fühle nur, ich gehe wirklich weit weg. Ja, von meiner Familie. Immer traurig. Aber sag ich, was zeigt das Navi? Wo fahren wir heute hin? Ich gehe mal in die Straße runter. Hast du es bereit, das Navi? Kann ich da wieder Ruhe lassen? Es zieht es, gell? Böhneli. Mich hat der Moment sehr berührt. Aber ich kann nicht gerne Abschied. Das ist einfach etwas, was ich nicht gerne habe. Ich kann nicht gerne Abschied feiern und so. Da probiere ich einfach möglichst alle Sensoren abzuschalten und sagen, jetzt lasse ich einfach das an mir vorbei. Das würde mich sonst zu fest hinnehmen. Das ist ein Schutz. Ich bin eher ein sensibler Typ. Ich will aber auch nicht leiden müssen. Und wenn man die Sensoren abstellt, dann ist das Leiden einfach kleiner. Das ist ein Eigenschutz. Und so verlassen Jürgensen Korea und machen sich auf in ein neues Abenteuer in der Schweiz. Die Asylunterkunft Zennet-Durgi im Kanton Aargau. Da hat das Kurdenpaar aus Syrien 10 Wochen lang mit ihrem Baby gewohnt. Jetzt brechen sie auf und finden bei der Familie Stöckli aus Muri ein neues Zuhause. Der Mostafa und Zorin sind froh, dass ihre lange Odyssee endlich ein Ende hat. Ich bin froh, sind wir in der Schweiz angekommen. Es war nicht schlecht in dieser Unterkunft. Und zum Glück kann ich meinen Sohn, den Ali, hier im Spital gebären. Ich freue mich aber auch, dass wir jetzt eine eigene Wohnung bekommen und uns frei bewegen können. Das habe ich mir sehr gewünscht. Der Mostafa und Zorin hoffen, dass es jetzt eine Perspektive für sie und ihren Sohn gibt. Und das nächste Mal bei Familiensache. Die Flüchtlingsfamilie zieht bei Stöcklis ein. Wie kommen sie miteinander zu Schlag? Ich bin bereit. It's good. It's good family. Die Familie Jürgensen ist zurück in der Schweiz. Wie leben sie sich da ein? Der Abschied von Korea sitzt ihnen immer noch in den Knochen. Das war so traurig. Meine haben sogar brüllen. Ja, das glaube ich. Im Moment finde ich so ein bisschen, ja, einfach die grossen beiden. Deutsch gesagt, könnte ich jetzt mal schnell einmal auf den Mond schiessen. Und bei der Familie Götz hat der alltägliche Wahnsinn mit 4 Kleinkindern Einzug gehalten. Das nächste Woche bei SRF bei den Leuten Familiensache. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Mikrolabel für regionale Produkte.